Heute sind wir eine kleine Schar, aber das Thema, das wir haben heute, ist ein sehr wichtiges Thema. Das ist vielleicht das Wichtigste, was ich je gehalten habe in dieser Gemeinde. Es ist ein Thema, wenn wir es nicht umsetzen in unserem Leben, wenn wir es nicht umsetzen, das, was wir jetzt hören, dann kann das verhindern, dass wir Jesus erleben, praktisch in unserem Alltag. Es kann verhindern, dass deine Gebete erhört werden, wenn wir es nicht umsetzen. Es kann verhindern, dass du geistlich vorwärts kommst, wachst, ein neues Land einnimmst, vielleicht das Land von deiner persönlichen Verheißung einnimmst. Es kann verhindern, dass du in die Freiheit hineinkommst, die Jesus für dich gewirkt hat. Es kann verhindern, dass du heiliger lebst, dass du mehr Gnade, mehr Segen von Gott bekommst. Also mit anderen Worten, das, was wir jetzt anschauen heute Morgen, wenn wir es nicht umsetzen in unserem Leben, kann es dein geistliches Leben blockieren. Das war jetzt alles negativ, was ich gesagt habe. Aber ich will mit dem zeigen, es ist nicht einfach etwas Nebensächliches, etwas Unwichtiges, sondern etwas sehr Grundlegendes, etwas sehr Wichtiges. Ich glaube, es ist einer der wichtigsten Aspekte von unserem geistlichen Leben. Und ich habe es nacherzählt, in den Evangelien hat Jesus seinen Jüngern 12 Mal das ganz deutlich und bezogen auf sie gesagt. 12 Mal. Wenn man vergleicht mit anderen Sachen, die auch wichtig sind, die hat er nicht so viel gesagt, vielleicht auch nicht so deutlich, aber das hat er 12 Mal ausdrücklich gesagt. Sie sollen das umsetzen in ihrem Leben. Oder Paulus, wenn wir Briefe lesen, dann sehen wir, er hat das immer wieder betont. Sehr deutlich, fast ultimativ, so wie Jesus so. Und durch die ganze Bibel durch, von Anfang bis Ende, ist es ein Thema, das wichtig ist, wo wir angesprochen sind, wo wir herausgefordert sind. Und wenn wir diesen Aspekt nicht umsetzen in unserem Leben, dann kann es verhängnisvoll sein. Dann ist es verhängnisvoll. So, habe ich ein bisschen lustig gemacht, zu wissen, um was es geht. Weiss jemand schon, um was es geht? Vergebung. Vergebung. Ich habe extra so angefangen. Weil ich denke, wenn ich sage, das Thema von heute ist zum Beispiel die Wichtigkeit des Vergebens, dann denken alle, aha, ja, das kennen wir ja. Das kennen wir, das ist uninteressant, schon so manchmal gehört. Aber wenn wir es von dieser Seite her anschauen, dann sehen wir, wie wichtig das Vergebung ist. Wie wichtig das ist, dass wir zu Gnadenmenschen werden. Gnadenmenschen. Lebensstil Gnade. Vergebung weitergeben ist eigentlich Gnade weitergeben. Oder Vergebung für uns selber in Anspruch nehmen, ist Gnade für uns in Anspruch nehmen. Dass du Gnade nimmst von Gott. Das ist der Lebensstil Gnade. Oder die Wichtigkeit vom Vergeben. Gnade nehmen, das bedeutet, dass ich Gott um Vergebung bitte für meine eigene Schuld. Dass wir Gott um Vergebung bitten für unsere eigene Schuld, die wir begangen haben. Wie der David im Psalm 51, da schauen wir vielleicht noch 2-3 Mal an, so einzelne Ausschnitte. Im Psalm 51, nachdem der David schwer gesündigt hat, also er hat schon ziemlich happig gesündigt. Er hat eine Frau gesehen und hat die zu sich in den Palast geholt und die Frau war verheiratet und hat mit ihr einen Ehebruch begangen. Und aufgrund von dieser Situation, die entstanden ist, hat der Mann von dieser Frau, einer von seinen besten Kämpfer, den er hatte, hat er auf schäbige Art und Weise umbringen, damit es eben nicht auskommen sollte, dass er da den Ehebruch begangen hat. Es war also relativ schäbig, was der David da gemacht hat. Und es ist im ersten Moment auch nicht ausgekommen, bis der Nathan, der Prophet, zu ihm gekommen ist und ihm es gesagt hat. Und da lesen wir dann im Psalm 51, wo der David zu Gott kommt und sagt, sei mir gnädig, o Gott. Sei mir gnädig, o Gott. Da sagt der Gott, ich brauche Gnade. Ich brauche Gnade für mein Verhalten, für meine Sünde, für meine Schuld, die ich auf mich geladen habe. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Güte. Nach deinem großen Erbarmen tilge meine Verfehlung. Wasche mich rein von meiner Schuld, reinige mich von meiner Sünde. Also er hat gewusst, er hat gesündigt, er war total daneben gewesen. Es war schäbig, was er gemacht hat. Und er ist zu Gott gekommen und hat gesagt, Herr, ich brauche jetzt deine Gnade. Bist mir gnädig, Herr. Und wasch mich rein von meiner Sünde. Vergib mir. Oder wie es im 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht und er vergibt dir deine Sünde.
und wäscht dich wieder rein von jeder Ungerechtigkeit. Das ist Gnade nehmen. Dass wir Gott um Vergebung bitten oder dass wir vielleicht auch Menschen um Vergebung bitten, wo wir ihnen schuldig geworden sind. Das ist Gnade nehmen für uns. Gnade beanspruchen. Gnade empfangen von Gott. Im Griechischen ist nehmen und empfangen übrigens das gleiche Wort. Das heisst das gleiche, nehmen oder empfangen. Dass du Gnade nimmst bei Gott. Das heißt, ich brauche deine Gnade. Ich habe gesündigt. Gnade nehmen für unsere Schuld, für unsere Sünde, aber nachher auch Gnade weitergeben. Gnade weitergeben den Menschen, die an uns schuldig geworden sind. Und wirklich Gnade weitergeben können wir nur dort, wo wir vorher selber für uns Gnade genommen haben. Du kannst ja nicht selber aus dir heraus etwas produzieren. Es wäre eine religiöse Leistung, eine religiöse Anstrengung. Aber dort, wo wir Gnade genommen haben, bei Gott waren, Gnade genommen haben für uns und dann die Gnade weitergeben, den Menschen, die an uns schuldig geworden sind, Vergebung weitergeben. Zum Beispiel deinem Chef, der dich vielleicht mobbt, Erziehungsberechtigten, die dich in der Vergangenheit vielleicht plagt und schikaniert haben, Lehrer. Es gibt da so eine wahre Geschichte von einem Schüler, der bei einem Lehrer oder Lehrerin, ich weiss nicht mehr, in der Schule war. Und der Lehrer hat den Schüler so fertig gemacht, mit Wort, dass der Schüler aufgestanden ist, zum Schulzimmer rausgegangen ist und nie mehr zurückgekommen ist. Und er eine erfolgreiche, Anführungs- und Schlusszeichen, Karriere gemacht hat als Verbrecher. Ich weiss nicht, ob er irgendwann Christ geworden ist, das weiss ich nicht. Aber wir sehen an dem, Lehrer können dein Leben prägen oder verprägen. Dass wir ihnen vergeben, Gnade geben. Gnade nehmen bei Gott für uns, für unsere Reaktion und Gnade weitergeben. Den Menschen, die uns schuldig geworden sind. Oder den Eltern, Vater, Mutter, die sie dir schuldig geworden sind. Vielleicht wissentlich oder unwissentlich. Ich selber bin in einem guten Elternhaus aufgewachsen. Meine Eltern haben es gut gemacht, zumindest wollen machen mit uns Kindern, mit meinen 2 Schwestern und mir. Aber nur so ein kleines Beispiel. Ich hatte einen Freund, ich war dann vielleicht 10, 11, so wie mein Lukas. Ich hatte einen Freund, den Peter Morgandi, der im Haus nebendran gewohnt. Und eines Tages, wahrscheinlich habe ich irgendeinen Unsinn gemacht, einen Blödsinn gemacht, das weiss ich nicht mehr. Das habe ich nicht mehr im Gedächtnis, aber vermutlich schon, habe ich irgendeinen Blödsinn gemacht. Und bin dann in der Küche bei meiner Mutter gewesen, kann mich genau noch erinnern. Und habe so einen Radiator gelernt, so hingen sie dran gelernt. Und meine Mutter hat mir dann gesagt, weisst du, Dani, ich hätte lieber den Peter Morgandi wäre mein Bub als du. Hat sie mir gesagt. Ich hätte lieber den Peter Morgandi als dich. Und heute nehme ich an, ich habe dann irgendeinen Unsinn gemacht und meine Mutter zur Verzweiflung gebracht, dass sie das gesagt hat. Aber das habe ich gestrichen aus meinem Gedächtnis. Was geblieben ist, ich bin eine unerwünschte Person hier. Sie hat lieber den Peter als mich. Das hat sich eingegraben in meine Kinderseele, in meine Bubenseele. Das andere nicht, das habe ich vergessen. Aber irgendwo habe ich dann festgestellt, ich muss meiner Mutter vergeben. Gnade nehmen, also um Vergebung bitten für das, was ich an Unsinn und Schlimm gemacht habe, was für sie schlimm war, wo ich gegen sie gesündigt habe. Aber dann auch Gnade weitergeben, meiner Mutter, wo sie eben so Aussprüche gemacht hat, gegen mich. Du denkst jetzt vielleicht, ja, das ist so klein. Verglichen mit dem, was ich erlebt habe, das ist so klein. Aber für mich war es dann nicht so klein. Für mich war das dann etwas ganz Schlimmes. Sie hat lieber den Peter als mich. Und wenn meine Mutter vergeben, ich kann heute daran denken, das tut mir nicht weh, das macht mir nichts aus. Aber ich vergesse es nicht. Es ist einfach schmerzlos, wenn ich daran denke, ist es da. Aber es trennt mich nicht in meiner Beziehung zu meiner Mutter. Überhaupt nicht. Absolut nicht. Im Grunde genommen ist es so, wenn wir Gnade bekommen, wenn du Gnade bekommst von Gott, aber nicht parat bist, die Gnade, die du von Gott bekommen hast, weiterzugeben an diesen Menschen, die an dir schuldig geworden sind, die gesündigt haben gegen dich, dann blockieren wir den Gnadenfluss Gottes, der zu dir kommt. Du blockierst den Gnadenfluss Gottes. Und wir sind dann schlussendlich wie das Tote Meer. Wie das Tote Meer. Da kommt der Fluss, der Jordan,
wo in das Tote Meer hineinfließt. Wenn man den Jordan anschaut, vor Jahren sind wir einmal der gewesen. Im Jordan ist Leben, da hat es Viecher drin, Fisch drin, Tiere drin. Und dort, wo der Jordan durchfließt, dort grünt es, dort wächst es, dort ist Vegetation. Und der Lebensstrom, der Jordan, der fließt ins Tote Meer hinein. Und was passiert dort mit dem Leben? Es steht ab. Es steht ab. Es ist tot. Warum? Das Tote Meer hat keinen Ausfluss. Es ist kein Ausgang aus dem Toten Meer, wo es weiterfließt, sondern es bleibt dort. Es bleibt dort im Toten Meer. Und darum ist das Tote Meer, ist kein Leben dort drin. Rund um das Tote Meer ist keine Vegetation, ist Wüste. Das macht es nicht. Als wir unten waren, bin ich dort baden im Toten Meer, also wir sind baden. Und es ist ein ganz komisches Gefühl, wenn man dort geht schwimmen. Ich bin dann ein bisschen rausgeschwommen. Man ist immer da an der Oberfläche oben. Ich bin ein bisschen rausgeschwommen. Und dann habe ich so runtergeschaut. Es war zuerst hellblau, dann ist es immer dunkler geworden. Und einfach die Vorstellung, ist kein Lebewesen drin. Es ist kein Lebewesen drin. Kein Fisch, nichts. Viele haben es ja nicht gern, wenn es dann auch so Schlingpflanzen um die Beine herum sind. Oder Fische da um die Beine herumkurven. Aber ich kann euch sagen, es ist extrem komisch, wenn man dort schwimmt und weiss, es ist nichts dort drin. Es ist einfach tot. Kein Leben, nichts. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Und so sind auch wir, wenn wir nicht parat sind, von dem Lebensstrom, der von Gott zu uns kommt, von dem Gnadenstrom Gottes, dass wir den weitergeben. Menschen, die uns gefällt haben, Menschen, die uns gesündigt haben. Sind wir auch so ein totes Meer, wo rundum nur Wüste ist. Kein Leben. Mit diesen Auswirkungen, schlussendlich, die ich am Anfang gesagt habe, keine Gebetserhörungen, du erlebst Jesus nicht. Oder nur so punktuell mal, ausnahmsweise. Du erlebst vielleicht Heilung nicht, seelisch, körperlich. Du erlebst nicht, dass Gnade fließt in deinem Leben. Dann kann es sein, dass irgendwo der Ausgang verstopft ist, dass du nicht parat bist, die Gnade, die du von Gott bekommen hast, weiterzugeben den anderen Menschen, die dir gefällt, die dir gesündigt haben. Und das ist ein Lebensstil, dass wir Gnade nehmen für die Sünden, für die Schuld, die wir auf uns geladen haben, und dass wir Gnade weitergeben. Dass wir so zu Gnadenmenschen werden. Wir sollen also Menschen von Gnade sein. Die Bibel sagt uns, Gott ist ein Gott von Vergebung. Gott ist ein Gott von der Gnade. Ein gnädiger Gott. Und wir sollen so sein wie er. Steht zum Beispiel im Daniel 9, Vers 9. Ein paar Beispiele. Bei dem Herrn, unserem Gott, ist Erbarmen und Vergebung. Bei Gott ist Vergebung und Erbarmen. Oder in Jesaja 55,7, dort lesen wir, der Sünder, der Gottlos, soll zu Gott kommen und umkehren. Warum? Denn er ist reich an Vergebung. Gott ist reich an Vergebung. Er ist reich an Vergebung. Oder im 2. Mose 34, 6 und 7. Ich will schnell lesen. 2. Mose 34. Das ist das, was Gott über sich selber sagt, wo er sich Mose offenbart hat. Und als Mose den Namen des Herrn anrief, ging der Herr vor seinem Angesicht vorüber und rief, jetzt ruft Gott über sich selber, der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und reich an Huld und Treue, der Gnade bewahrt bis ins 1000. Geschlecht, der Schuld und Missetat und Sünde verzeiht, aber nicht ganz ungestraft lässt. Also es hat Konsequenzen oder es kann Konsequenzen haben, aber von Gottes Seite her will er vergeben. Das sagt er über sich selber. Ich bin ein Gott, der Sünde vergibt, der Schuld verzeiht. Er ist ein Gott vor Vergebung. Als letzte Stelle vielleicht noch Jesaja 30, 18. Also die Bibel ist voll, das ist eine kleine Auswahl. Jesaja 30, 18.
ich kann vielleicht noch vorausschicken, als Teenager habe ich immer das Gefühl gehabt, ich bin christlich erzogen worden, aber ein total falsches Gottesbild gehabt. Und so als Teenager habe ich immer so das Gefühl gehabt, ich hatte so das Bild in mir von Gott als alter Mann mit einem langen Bart, versteckt hinter einer Wolke, mit einem grossen Hammer. Das war so meine Vorstellung, die ich als Teenie von Gott hatte. Und wenn ich einen Fehler mache, wenn ich sündige, dann kommt er mit seinem Hammer und holt mir eins auf den Kopf. Das war einfach meine Vorstellung. So einfach, aber die hatte ich dann gehabt. Gott passt nur drauf, dass ich sündige. Dann kommt er und Gott straft sofort. Und dann habe ich Jesaja 30,18 gelesen und dann habe ich festgestellt, Gott passt wirklich. Vielleicht nicht hinter einer Wolke, aber er passt. Er passt uns ab. Aber er wartet nicht darauf, dass wir sündigen, sondern er wartet darauf, dass er uns gnädig sein kann. Dass er uns segnen kann. Dass wir ihm Gelegenheit geben, uns zu segnen. Indem wir sein Wort nehmen und gemäss seinem Wort uns verhalten und reden und denken. Jesaja 30,18. Dort steht, und darum harrt der Herr darauf, euch gnädig zu sein. Er harrt darauf, uns gnädig zu sein. Gott passt nur darauf, dass du dich so verhaltest, wie er sagt in seinem Wort, damit er dir gnädig sein kann. Er wartet nur darauf. Und in Jeremia 32 steht, Gott hat Lust dran, dir gut zu tun. Er hat Lust dran, dir gut zu tun. So ist unser Gott. Ein gnädiger, barmherziger Gott. Und die Bibel sagt uns, wir sollen sein wie Gott. Wir sollen Nachahmer Gottes sein. Gott ist durch und durch von seinem Wesen her einfach gnädig, aber auch gerecht. Und wir sollen sein wie er. Warum? Damit er uns segnen kann. Damit er uns Gutes tun kann. Jetzt hätte ich eigentlich eine Folie gehabt. Eine Folienpredigt. Jetzt tue ich es einfach erzählen, was auf der Folie steht. Warum will Gott, dass wir Menschen sind von Vergebung? In Matthäus 6, 14 bis 15, also wir können bei Vers 9 anfangen, Matthäus 6, 9 bis 15, das ist die Begebenheit, wo die Jünger zu Jesus gekommen sind und gesagt haben, Herr, lehre uns beten. Wie sollen wir beten? Und dann hat Jesus ja gesagt, wenn ihr betet, dann tut es so, unser Vater, der du bist in den Himmeln. Dann hat er gesagt, wie sie sollen beten. Wir kennen alle das Vater unser. Und am Schluss vom Vater unser hat er noch etwas gesagt. Denn, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das ist wieder wie das Tote Meer. Wenn wir Gnade bekommen von Gott und sie nicht weitergeben, dann stockt es. Dann wird es tot, leblos. Matthäus 6, 9 folgende. Also Gott will, dass wir Menschen sind von Vergebung, damit unsere Gebete erhört werden, damit unsere Gebete wirkungsvoll sind. Dass sie etwas bewirken. Dass nicht einfach Worte sind, wo wir unsere Zeit damit vertun, sondern dass sie auch etwas bewirken. Und das sagt Jesus, das funktioniert nur, wenn wir parat sind, zu vergeben. Denen, die uns schuldig geworden sind. Also ein Punkt, warum dass wir Menschen von Vergebung sein, ist, damit unsere Gebete erhört werden. Oder ein anderer Punkt, wo Jesus sagt, Markus 11, 22 bis 25, damit unser Glaube freigesetzt wird. Markus 11, dort lesen wir, sagt Jesus, habet den Glauben Gottes. Andere Übersetzungen sagen, habet den Glauben an Gott. Aber das ist im Griechischen Genitivus, Objektivus, und da kann man so übersetzen, habet den Glauben Gottes. Was hat der Gott für einen Glauben gehabt? Er hat geredet und er hat gewusst, dass es passiert gemäss seinen Worten. Er hat an seine eigenen Worte geglaubt. Und wenn du seine Worte nimmst und seine Worte aussprichst
und an seine Worte glaubst, dann wird das passieren, was du aussprichst. Und dann sagt er, wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berge sagt, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, dem wird es zuteil werden. Darum sage ich euch, alles, um was ihr betet und bittet, glaubet nur, dass ihr es empfangen habt und es wird euch zuteil werden. Ich müsst vielleicht daheim nochmal nachlesen. Das ist einer der markantesten Bibelverse, wo, wenn wir den nehmen und praktizieren in unserem Leben, uns gewaltig freisetzt, unseren Glauben freisetzt. Aber am Schluss, im Vers 25, sagt Jesus, und wenn ihr dasteht und betet, so vergebet, wenn ihr etwas wider jemand habt. Warum? Damit auch euer Vater in den Himmeln euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, wird auch euer Vater in den Himmeln eure Verfehlungen nicht vergeben. Also die Glaube oder dein Glaubensgebet wird gehindert, wenn du nicht parat bist, die Gnade, die du von Gott bekommen hast, weiterzugeben. Den Menschen, die dir gefällt haben. Sei es im Grossen, sei es im Kleinen, sei es wissentlich oder unwissentlich. Gnade weitergeben, damit dein Glaube freigesetzt wird, damit deine Gebete erhört werden. Eine weitere Stelle, 1. Petrus 4,8, wo der Petrus sagt, was sagt er dort? Ich muss es schnell nachschlagen. 1. Petrus 4,8. Vor allen Dingen habt gegeneinander beharrliche Liebe, denn die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. Vor allen Dingen habt gegeneinander beharrliche Liebe. Beharrliche Liebe, hartnäckige Liebe. Dass du einer bist, der hartnäckig liebt, beharrlich dranbleiben, am Lieben. Und da steht im Griechischen das Wort Agape-Liebe. Also eine Liebe, die du aus dir heraus gar nicht hast. Sondern es ist die göttliche Liebe, die von Gott her zu dir kommt. Und damit du das kannst, ist die Voraussetzung, dass du dich auch wieder hier zuerst von Gott lässt lieben. Damit du die Liebe dann weitergeben kannst. Denen, wo du Schwierigkeiten hast, sie zu lieben. Die gesündigt haben an dir. Und da, wo Liebe ist, da ist keine Bitterkeit. Da ist keine Unversöhnlichkeit, keine Unvergebenheit. Oder umgekehrt, da, wo Bitterkeit ist, wo Unversöhnlichkeit ist, ist die göttliche Liebe nicht. Das ist wieder wie das Tote Meer. Es hat keinen Ausfluss. Es hat keinen Ausgang. Es wird tot. Wüste. Darum ist es wichtig, lass die Gnade, lass die Liebe, die du von Gott bekommst, auf die weiterfließen, die an dir gesündigt haben. Und natürlich auch auf alle anderen. Eine weitere Stelle, Matthäus 18, 21 bis 22, das ist die Situation, wo die Jünger zu Jesus gekommen sind, die sich wahrscheinlich so gut gefühlt haben und gesagt haben, Jesus, wie manchmal müssen wir vergeben, wenn jemand an uns gesündigt hat? Bis 7 Mal. Und das sind sie sich wahrscheinlich gut vorgekommen. 7 Mal vergeben. Hey, das ist super, oder? 7 Mal vergeben. Beim 8. Mal kannst du dann endlich einmal zurückgeben. Bis 7 Mal. Wahrscheinlich sind sie sich dabei gut vorgekommen. Und Jesus hat gesagt, nicht bis 7 Mal. Bis 77 Mal. Das heisst eigentlich, immer wieder. Immer wieder. Immer wieder. Immer wieder. Und du zählst ja nicht 1, 2, 3, 75, 76, 77. So, jetzt. Sondern das ist ein Bild dafür, wir sollen immer wieder vergeben. Immer wieder vergeben. Wir haben gelesen, 1. Petrus 4,8, Liebe deckt eine Menge von den Sünden zu. Kleine Sachen, grosse Sachen. Gibt es manchmal, dass man ansprechen muss, aber vieles würde länger, wenn es einfach liebig ist. Du denkst, du bist heute Morgen da reingekommen und der Pastor ist nicht zu dir gekommen und hat dir die Hand geschüttelt. Du denkst, ja, mich hätte er gar nicht gern. Wieso hat er mir jetzt die Hand nicht gegeben? Gib einfach Liebe. Die Liebe deckt eine Menge von den Sünden zu. Der Nutzen ist für dich und für mich. Bis 77 Mal. Also immer wieder. Nächsten Sonntag auch wieder, wenn ich den Hang nicht schüttle. Oder wenn du denkst, oh, der komische Blick, den mir die jetzt zugeworfen hat. Was ist echt los? Was habe ich falsch gemacht? Nein, einfach Liebe, mit Liebe begegnen. Oder wenn jemand schneidet oder lässt auflaufen. Einfach Liebe. Die Liebe fließen, Gnade fließen. Die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu.
Nicht 7-mal, sondern immer wieder. Es ist ein Lebensstil. Ein Lebensstil von Gnade. Und dann als letzte Stelle, da lesen wir, ertraget einander und vergebet euch gegenseitig, wenn einer wider den anderen eine Klage hat. Ertraget einander. Der Paulus hat schon gewusst, das ist manchmal nicht immer ganz einfach. Aber er hat gesagt, ertraget einander. Und vergebet euch gegenseitig, wenn einer wider den anderen eine Klage hat. Und wie soll man vergeben? Und das ist eigentlich das Thema von dieser Predigt heute. Sind wir fertig mit der Einleitung. Da steht, wie Christus euch vergeben hat, so vergebet auch ihr. Wie Christus euch vergeben hat, so vergebet auch ihr. Also so wie Jesus dir vergeben hat, so sollst du auch anderen vergeben, die dir gesündigt haben. Und es soll ein Lebensstil werden von uns, eine Lebensgrundlage werden von uns, dass wir zu solchen Menschen, zu Gnadenmenschen werden, wie Jesus dir vergeben hat, so vergisst du denen, die an dir gesündigt haben. Deinem Chef, deinen Eltern, wem auch immer. Wie Christus euch vergeben hat, so vergebet auch ihr. Wie hat Jesus uns vergeben? Hat jemand eine Idee? Wie hat Jesus uns vergeben? Darf mich melden? Er steht hinter mir. Ja. Und sonst noch Ideen? Wie hat Jesus uns vergeben? Ohne Vorbedingungen. Schon bevor du es begangen hast. Wie hat Jesus uns vergeben? Voll ganz, 100%ig, total. Wie? Ist zu früh. Total, 100%ig, bedingungslos, sogar dann, wie Simon gesagt hat, sogar schon bevor wir gesündigt haben, sogar bevor wir es überhaupt haben in Anspruch genommen, seine Vergebung, seine Gnade, hat er uns schon vergeben. Sein Gnadenangebot war schon da gewesen, bevor wir darauf reagiert haben. Es war schon da gewesen. Und wir noch gesagt haben, nein, das brauche ich nicht. Ist seine Gnade da gewesen für uns? Also mit anderen Worten, er hat den ersten Schritt gemacht. Er hat den ersten Schritt gemacht auf uns zu und hat gesagt, schau, ich vergebe dir. Das ist meine Gnade, ich vergebe dir. Er hat den ersten Schritt gemacht. Und wir Christen oder wir Menschen allgemein, und wir Christen im Besonderen, wir denken oft, aber der andere, der muss den ersten Schritt machen, sicher nicht ich. Also das, was er gemacht hat oder sie gemacht hat, ist im Fall viel schlimmer als das, was ich nicht gemacht habe. Er soll den ersten Schritt machen. Stimmt's? Wir denken viel so. Das Mal bin ich im Recht, das Mal muss er kommen. Oder sie kommen. Jesus hat den ersten Schritt gemacht. Ob schon er eigentlich 100%ig im Recht gewesen wäre. So vergibt er uns. Vollständig, total, 100%ig. Und es geht sogar noch weiter. Er stellt uns wieder her, als hätten wir gar nie gesündigt. Er stellt uns wieder her, als hättest du gar nie gesündigt. 2. Korinther 5, 21. Du bist Gerechtigkeit Gottes. Du bist in Stand vor Gott versetzt, als hättest du nie gesündigt. So hat er uns vergeben. Also hat er den ersten Schritt gemacht, er hat vollständig vergeben, er hat bedingungslos vergeben, 100%ig. Und er nimmt ja, als hättest du gar nie gegen ihn gesündigt. Oder eine weitere Stelle, Micha 7, 18 und 19, dort lesen wir, er versenkt unsere Sünden im tiefsten Meer. Dort, was am tiefsten ist. Ich habe mal gehört, dass jemand gesagt hat, wo ein Schild steht und dort steht Fischen verboten. Du darfst ruhig fischen dort. Weil es gibt keine Angelschnur, die lang genug wäre, dass sie bis runter kommt. Kommt kein U-Boot, bemanntes U-Boot bis dort runter. Dort versenkt er deine Sünden. Am tiefsten Ort. Und im Hebräer 10, 17, könnt ihr aufschlagen, wenn ihr die Bibel dabei habt. Hebräer 10, 17, jetzt kommt das, was Monika gesagt hat. Ich will meine Gesetze in ihre Herzen legen und sie in ihren Sinn schreiben, und ihre Sünden und ihre Übertretungen will ich nicht mehr gedenken. Er denkt nicht mehr dran.
an deine Sünden, an deine Übertretungen. Er denkt nicht mehr dran, sondern er vergisst sie. Es ist weg und vergessen. Wenn man nicht mehr daran denkt, dann ist es vergessen. Und Gott sagt, wenn wir zu ihm kommen und ihn um Vergebung bitten für unsere Sünden, dann vergibt er uns und er vergisst, was du gemacht hast. Er vergisst es. Nicht, weil er vergesslich ist. Gott ist nicht vergesslich. Aber er hat sich so entschieden. Er hat sich entschieden, wenn du ihm deine Sünden bringst, dann vergibt er und er vergisst. Es ist weg, im tiefsten Meer. Und wir haben dann manchmal das Gefühl, ja, aber es war so daneben, was ich gemacht habe. Es war so schlimm. Und meine Untreue wieder. Es war so schlimm. Und dann kommen wir noch einmal mit dem Gleichen und sagen, Herr, es tut mir so leid, dass ich das gemacht habe. Dann sagt Gott, um was geht's? Ich habe vergeben und vergessen, ich weiss von nichts mehr. Er vergibt und er vergisst. Oder wenn du eine Woche später wieder die gleiche Sünde begehst und zu ihm kommst und sagst, Herr, jetzt habe ich letzte Woche erst und jetzt schon wieder. Dann sagt Gott, was war denn letzte Woche gewesen? Es ist vergeben und vergessen. Als hättest du noch nie gesündigt. Vor Gott. Er vergibt und er vergisst. Und dann steht hier noch im Vers 18, wo aber Vergebung für diese ist, da gibt es keine Opfergabe mehr für Sünde. Wenn Gott dir vergeben hat, dann musst du nicht mehr opfern. Sagen dir, ja, wir tun auch nicht opfern. Machen wir gar nicht. Mal, wir tun eben manchmal opfern. Wir sind dann manchmal, wenn wir gesündigt haben, dann denken wir, das war ja so schlecht von mir. Ich bin so ein untreuer Mensch. Ich habe es einfach nicht im Griff, Herr, ich habe dich schon wieder enttäuscht. Und dann bringen wir Gott unsere Sünden, nehmen die Vergebung in Anspruch und dann sind wir gleich noch eine Woche lang zerknirscht, um zu zeigen, dass wir im Fall wirklich sehr betrübt sind über unser Verhalten, über unsere Sünde, über unsere Untreue. Und sind wir noch zerknirscht und können uns nicht freuen und es geht uns schlecht, weil wir so untreue Menschen sind und gesündigt haben. Vergebung haben wir schon, aber es ist so schlecht, was ich gemacht habe. Das ist ein Opfer, das wir Gott bringen wollen und wir damit zeigen, wie aufrichtig und wie ernst und wie reumütig dass wir doch eigentlich sind. Das ist ein Opfer, das Gott nicht gefällt, das Gott nicht will. Und hier nochmal zum David im Psalm 51, nach dieser Sünde, die der David begangen hat, die wirklich eine schlimme Sünde ist, auch gesellschaftlich und vor Gott, Ehebruch und Mord. Und der David bringt hier in diesem Psalm die Sünde, die er begangen hat, bringt er vor Gott und sagt, Herr, bist mir gnädig, vergib mir die Sünde, die ich gemacht habe. Und dann sagt er, verwirf mich nicht von deinem Angesicht, nimm die Geist nicht von mir. Vers 14 folgende, gib mir wieder die Wonne deiner Hilfe und stütze mich durch einen willigen Geist. Und dann sagt er, so will ich die Übertreter deine Wege lehren, dass sich zu dir bekehren die Sünder. Er sagt so, Herr, oh, jetzt gehe ich wieder raus. Jetzt gehe ich wieder raus zu den Sündern und erzähle ihnen, dass du ein gnädiger Gott bist, dass du ein guter Gott bist. Jetzt gehe ich raus auf die Straße evangelisieren, von Gott erzählen. Nach dieser Sünde, wo wir würden sagen, ja, jetzt muss ich zuerst schauen, dass ich wieder meine Gefühle in den Griff bekomme und wieder, weiss nicht was. Er sagt, und dann gehe ich wieder raus, evangelisieren, das Wort verkündigen, die Gnade Gottes verkündigen. Und weiter sagt er im Vers 16, so wird meine Zunge deine Treue preisen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkünde. Und schon wieder Lobpreis. Er ist schon wieder parat, um Gott zu preisen, zum Lobpreis zu machen. Nach dieser Sünde hat er Gott um Vergebung gebeten und ist gerade wieder aufgestanden. Also er hat nicht noch gesagt, so, jetzt muss ich zuerst eine Woche lang ein bisschen Trübsal blasen und zerknirscht durch die Gegend laufen, damit alle sehen, wie ernst es mir ist, wie schlimm dass sie es anschauen. Sondern er hat gesagt, du, jetzt stehe ich wieder auf, jetzt mache ich Lobpreis, jetzt kann ich verkündigen, wie gütig mein Gott ist. Das sind Opfer, die wir nicht müssen bringen müssen, sondern wenn du deine Sünde Gott gebracht hast, ihn um Vergebung gebeten hast, dann kannst du wieder aufstehen, kannst ihn wieder preisen, kannst dich wieder freuen, weil es ist dir vergeben. Gott vergibt und er vergisst. Er denkt nicht mehr dran. Und genau so sollen auch wir einander vergeben. Genauso sollst auch du denen vergeben, die an dir gesündigt haben. Vergeben und vergessen. Ich habe schon den Ausspruch gehört, dass Leute gesagt haben,
Ja, vergeben kann ich schon, aber vergessen nie. Niemals. Vergeben schon, vergessen nie. Gott sagt, vergib so, wie Jesus dir vergeben hat. Vergeben und vergessen. Annehmen, als hätten sie nie gesündigt. Nicht mehr daran denken, nicht mehr vorholen. Das bedeutet, dass wir nicht mehr festhalten gegen Personen, die an uns gesündigt haben. Dass wir nicht mehr festhalten gegen sie. Dass wir sie frei lassen. Dass wir sie freisprechen von dieser Sünde, die sie uns begangen haben. Steht hier im Lukas 6, Vers 37. Sprechet frei, sagt Jesus. Sprechet frei. Aber dann sagt er noch, damit auch ihr freigesprochen werdet. Sprich frei, damit auch du freigesprochen wirst. Freisprechen bedeutet, verzichte darauf, dass du Recht bekommst. Verzichte darauf, dass du vielleicht Genugtuung bekommst. Verzichte darauf, vielleicht sogar, dass der andere zu dir kommt und sagt Entschuldigung. Verzichte auf Rache. Sei es in Gedanken, in der Vorstellung, in der Fantasie, in Gefühl. So die Vorstellung, ja, es wäre, wenn ich könnte, so wenn ich will, wenn ich mich fühle. Verzichte darauf. Freisprechen. So wie Jesus, wo sie ihn ans Kreuz genagelt haben, hat er gesagt, Vater, vergib mir die Sünde. Er hat sie freigesprochen von dieser Sünde, die sie ihm begangen haben. Und Jesus sagt im Johannes 20, Vers 23, wenn ihr jemandem die Schuld festhaltet, also die Menschen nicht freigeben, sondern die Schuld festhalten, wird sie ihm festgehalten werden. Also die Situation wird festgehalten werden. Bei dir und bei dieser Person. Darum sagt Jesus, sprechet frei, so werdet ihr freigesprochen werden. Wenn wir nicht parat sind zum Vergeben, zum Gnade weitergeben, den Menschen, die uns gesündigt haben, dann sind wir gebunden an die Menschen. Dann sind wir gebunden an die Situationen. Und dann musst du darüber nachdenken. Dann musst du immer wieder über das studieren. Dann wirst du immer wieder konfrontiert mit dem. Und es tut dir immer noch weh. Du bist nicht frei davon. Du bist gebunden. Darum sagt er, sprechet frei. Das heißt, ich vergebe. Ich spreche frei im Namen Jesu von dieser Sünde, die sie an mir begangen haben. Ich vergebe im Namen Jesu. Wenn wir das nicht machen, dann sind wir gebunden an Personen und an Situationen und wir werden nicht frei davon. Und das hat seelische und körperliche Konsequenzen. Unfreiheiten, Zwänge, Krankheiten, körperliche Krankheiten, viele Krankheiten sind zurückzuführen auf genau das, dass man nicht parat ist zum Vergeben. Unversöhnlichkeit, Bitterkeit. Und darum sagt Jesus, sprich frei, damit auch du frei wirst. Es geht letztlich hier auch um dich, nicht nur um andere. Dass deine Gebete erhört werden. Dass du ins verheißene Land hineinkommst. Dass du mehr Gnade von Gott bekommst. Dass wir so vergeben, wie Jesus uns vergeben hat. Total, 100%ig, vorbehaltlos. Dass wir so vergeben, auch wie der Stephanus, wo sie ihn gesteinigt haben. Er hat gesagt, hey, vergib mir die Sünde. Er hat sie freigesprochen von dieser Sünde. Oder wie der David. Haufen Begebenheiten im Leben von David, wo er selber auch müssen Gnade geben musste. Oder als letztes Beispiel, das wir zusammen anschauen wollen, wie der Josef, wie Christus euch vergeben hat, so vergebet auch ihr. Und im Josef sehen wir ein Beispiel von jemandem, der das so praktiziert hat. Vor der Zeit von Jesus können wir nachlesen, 1. Mose 42. Das war ja die Begebenheit, wo der Josef die Träume hatte, was Gott mit ihm vorhat, wo Gott ihm die Visionen gegeben hat. Und der Josef hat die Visionen festgehalten und ist nur das Loch ab. Das haben wir auch schon mal gesehen in der Predigt. Und der Josef ist dabei geblieben und es hat schlecht ausgesehen in seinem Leben. Es ist immer schlechter, immer schlimmer geworden. Und schlussendlich sind die Träume in Erfüllung gegangen. Der Josef ist der zweithöchste Mann geworden im Staat Ägypten. Gerade hinter dem Pharao. Aber seine Brüder, die ihn gehasst hatten, die ihn umbringen wollten, die ihn fertig machen wollten, so richtig kaputt machen. Und das genossen haben, was sie ihn kaputt gemacht haben. Seine Brüder sind dann zu ihm gekommen. Sie sind zu ihm gekommen und haben den Josef nicht erkannt. Haben nicht erkannt, dass da der Hochminister, der zweithöchste Mann im Staat Ägypten, dass das ihr kleiner Bruder ist. Die haben ihn nicht erkannt. Und sie haben auch nicht gewusst, dass der ihr Dialekt
redet, versteht. Und das war sie vor dem Josef und haben Schwierigkeiten gehabt und der Josef hat sie verstanden. Und da lesen wir 1. Mose 42, im Vers 21. Wahrlich, das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Denn wir sahen die Not seiner Seele, als er uns anflehte. Also die Not seiner Seele, als er uns anflehte. Der hat seine Brüder angefleht. Er hat sie angefleht. Und sie knallhart haben sie ihn fertig gemacht. Haben ihn da in den Brunnen runtergefallen. Haben nicht gewusst, ist eine Klapperschlange drunter. Oder bricht er sich ein Bein. Oder hat es noch Wasser drin, wo er trinkt. Sie haben einfach dort runtergefallen. Es war nicht gleich, was mit dem passiert. Die haben ihn gehasst. Die wollten ihn fertig machen. Und in seiner Not, in der Not seiner Seele, als er uns anflehte. Aber wir hörten nicht auf ihn. Darum kommt nun diese Not über uns, haben sie gesagt. Schuld, die nicht bereinigt ist. Ruben antwortete ihnen, habe ich euch nicht gesagt, versündiget euch nicht an dem Knaben. Sie haben sich versündigt am Josef. Schuld, massive Schuld. Doch ihr wolltet nicht hören und nun seht ihr, wird sein Blut gefordert. Da sehen wir, Schuld, die nicht bereinigt ist, die begleitet einem das Leben lang. Und dann weisst du, das ist jetzt wegen dem. Die Not, die Schwierigkeit, immer das schlechte Gewissen. Und hier sehen wir, sie haben gesündigt ihrem Bruder. Schwer gesündigt, die Not von seiner Seele. Da kommt ein bisschen raus da. Und dann lesen wir gegen Schluss, im letzten Kapitel, 1. Mose 50. Der Josef hat ja alles verstanden, was sie da geredet haben. Und hat dann müssen brüllen. Und gegen Schluss vom ersten Buch Mose, im letzten Kapitel, ist der Jakob, der Vater von Josef und seinen Brüdern, gestorben. Und dann haben seine Brüder plötzlich wieder Angst bekommen. Ich dachte, wenn der Vater gestorben ist, jetzt kommt er und jetzt rächt er sich. Jetzt bekommen wir einen. Und dann haben sie Angst bekommen. Und sie wieder zum Josef gekommen. 1. Mose 50, 15. Als nun die Brüder Josef sahen, dass ihr Vater gestorben war, sprachen sie, wie? Wenn nun Josef feindselig gegen uns auftritt und uns all das Böse vergilt, das wir ihm angetan haben, die Angst, die sie haben, aufgrund von dieser Sünde, von dieser Schuld, die sie in ihrem Leben hatten. Da sehen wir auch, der Täter, der schuldig wird an dir, ist eigentlich ein Opfer, leidet darunter, unter seiner Schuld. Darum ließen sie dem Josef sagen, dein Vater hat vor seinem Tod befohlen, so sollte zu Josef sagen, ach, vergib doch deinen Brüdern ihre Missetat und Sünde, dass sie so übel an dir gehandelt haben. Stimmte gar nicht, was der Vater gesagt hat. Aber sie haben probiert, mit dem irgendwie der Josef gnädig zu stimmen und die Situation irgendwie in den Griff zu bekommen. So vergib uns nun unsere Missetat, da wir doch auch dem Gotte deines Vaters dienen. Und jetzt sehen wir das Herz von einem, der Gnade gegeben hat, von einem Gnadenmensch. Sie kommen zu ihm und sagen, vergib uns doch, wir waren so schlecht gewesen. Und sie sind schon wieder gekommen mit dem. Da steht dann, Josef aber weinte. Er musste verbrüllen. Und er sieht, wie seine Brüder immer noch leiden unter dieser Schuld, die sie begangen haben, immer noch unter der Angst sind, von den Konsequenzen. Vers 18, dann gingen seine Brüder selbst hin, fielen vor ihm nieder und sprachen, dann nimm uns hin als deine Knechte. Sie waren sogar parat gewesen, als Sklaven für Josef zu arbeiten. Also die Schuld ist dermaßen auf ihn Leben gelastet. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Das ist wieder das Herz von einem Gnadenmensch. Schwer gesündigt worden ihm. Er ist schwer verletzt worden. Aber er hat vergeben. Und da kann er sagen, fürchtet euch nicht. Bin ich denn an Gottes Statt? Ihr zwar gedachtet, mir Böses zu tun, aber Gott hat es zum Guten gewendet, dass er täte, was jetzt am Tage ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. So fürchtet euch nun nicht. Er geht sogar noch weiter. Ich will für euch und eure Kindlein sorgen. Er will Sorgen für sie, sogar im finanziellen Bereich. Nicht einfach, ja, ich vergebe euch, aber jetzt geht mir bitte aus den Augen, ich will mich nicht mehr sehen. Nein, ich vergebe euch, ich habe euch schon vergeben und ich werde für euch sorgen, solange ich lebe. Das ist das Herz von einem Gnadenmensch. Und er tröstete sie und redete ihnen freundlich zu. Wie Christus euch vergeben hat, so vergebet auch ihr. Total, 100%, bedingungslos. Vergeben
und vergessen. Das sehen wir in diesem Beispiel von Josef. Und wenn du jetzt hier bist und merkst, ich habe noch so Situationen in meinem Leben oder Personen, wenn ich also denke, an die Situationen oder an die Personen, dann habe ich Mühe mit meinen Emotionen, dann tut es mir weh, dann kommt Groll rauf, Bitterkeit. Wo du merkst, dass du noch gebunden bist, wo du unversöhnt bist und du merkst, ich will Gnade geben. Ich will vergeben. Den Menschen, die mir schuldig geworden sind. Ich will Gnade geben, ich will so ein Gnadenmensch sein, wie der Josef, wie Jesus mir vergeben hat, will ich vergeben. Wenn du das merkst und dich entscheidest, mal, ich will das machen, jetzt, heute Morgen, ich will vergeben, dann wollen wir jetzt noch eine Zeit haben, wo wir Raum haben, wo wir noch 1, vielleicht 2 Lieder singen und wo du innerlich, das kann innerlich sein, mit Gott die Sache berätst und sagst, Herr, ab jetzt, ich will so ein Gnadenmensch sein. Wie du mir vergeben hast. Kannst du noch mal vor Augen führen, wie Jesus dir vergeben hat. So wie du mir vergeben hast, so will ich auch vergeben. Genau gleich will ich auch vergeben. Total. 100%. Oder wenn du da bist und sagst, ich will das machen, ich will auch vergeben. Aber ich wäre froh, es würde jemand für mich beten. Ich brauche Gebetsunterstützung. Dann lade dich ein, dann komm vorne, währenddem, dass wir die Lieder singen jetzt. Dann kann ich für dich oder sonst jemand für dich beten. Und ich möchte jetzt einfach den Raum geben, dass wir eine Zeit haben, ein paar Minuten, wo wir das praktizieren wollen. Dass du innerlich einfach mit Gott die Sache kannst festmachen oder dass du vorkommst, dass wir zusammen noch beten können. Darf ich jetzt das Lobpreisteam bitten?